Alles Müll oder was? Lecker. Marzipan, ja. Peter ist heute eine richtige Naschkatze. Er sitzt in seinem Bauwagen und greift immer wieder in eine sehr große Pralinenschachtel. Na ja, die Pralinen habe ich mir ja auch verdient. Die sind nämlich von Tante Elli fürs Rasenmähen. Na, eine geht noch. Was, schon leer, die Packung? Ich habe doch erst ein paar. Naja, war ja nicht viel drin. So eine Riesenverpackung für ein paar mickrige Pralinen. Na, was soll's. Ab in den Müll damit. Ja, das gibt's doch nicht. Der Mülleimer ist ja schon wieder voll. Wo kommt bloß immer der ganze Müll her? Vermehrt er sich von alleine? Der sammelt sich irgendwie einfach so an. Naja, auf jeden Fall, der muss raus, bevor er anfängt zu stinken. Ich wollte ja sowieso noch einkaufen, da kann ich ihn gleich mit rausnehmen. Und so macht sich Peter mit seinem Eimer auf den Weg zur gelben Mülltonne. Obwohl, eigentlich ist in dem Eimer ja gar kein richtiger Müll, sondern da sind nur leere Verpackungen drin. Und die könnte man doch eigentlich noch benutzen. Tja, aber wie? Das waren mal Verpackungen. Die meisten sind sowieso nicht nötig gewesen, kosten nur und werden zum Müll, nicht? Eben Verpackungsmüll. Benutzt, kaputt, schmutzig und stinkig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man damit noch was anfangen kann. Ja. So. Na, ein Glück ist noch ein bisschen Platz in der Tonne. So. So, ja. Wer soll denn aus dem Kram wieder was Sinnvolles machen? Die Heinzelmännchen vielleicht? Nee. Das. Da. Was liegt denn da im Dreck? Kaum redet man von Heinzelmännchen. Da. Was Peter da neben der gelben Tonne entdeckt hat, ist ein kleiner, schmutziger Gartenzwerg. Er hält eine Blumenvase vorm Bauch und hat eine Pfeife im Mund. Der Lack ist schon ein bisschen abgeblättert und überhaupt sieht der Zwerg ziemlich altmodisch aus. Das ist ja ein oller Gartenzwerg. Na, wie der aussieht, sollte er wohl auch in die Mülltonne. Ist wahrscheinlich vorbeigefallen. Also, gute Reise. Na warte, du Miststück, wenn ich dich erwische! Na, was ist denn da beim Nachbarn los? Du bist, ich krieg dich. Lass dich hier nie wieder sehen, du. Na, Sie sind ja ein Fahrt, Herr Nachbar. Was haben Sie denn gegen den armen Hund? Ach, Herr Lustig, wenn Sie wüssten. Dieser Köter treibt sich ständig auf meinem Grundstück rum und verschleppt mir meine kleinen Lieblinge. Ihre kleinen Lieblinge. Was, ich meine, wen weinen Sie denn damit? Na, kommen Sie mal mit, Herr Lustig, in den Garten. Ich zeig sie Ihnen. Kommen Sie, Sie werden staunen. Naja, nur schieben Sie doch nicht so. Ich komme ja schon. Im Garten angekommen sieht Peter, was für eine Art Lieblinge der Nachbar meint. Sie stehen um einen Gartenteich mit Springbrunnen herum und es sind sehr viele. Gartenzwerge. Alte, junge, dicke, dünne, große und kleine. Gartenzwerge mit Schaufel und mit Harke, mit Schubkarre und mit Gießkanne. Na, Herr Lustig, was sagen Sie? Sind die nicht toll? Ja, doch, schon. Eben. Aber jetzt sehen Sie sich das an. Hier, sehen Sie diesen leeren Platz? Ja, den sehe ich. Und? Hier gehört eigentlich auch ein Zwerg hin. Aber der ist seit gestern verschwunden. Den hat mir nämlich der Hund verschleppt. Dieses Biest. Naja, verstehe. Aber ist denn das so schlimm? Sie haben doch so viele Zwerge hier. Ob das schlimm ist? Und ob? Ein ganz seltenes Stück war das. So einen kriege ich nie wieder. Und dann kommt ausgerechnet heute Nachmittag die Kommission der Bärstädter Gartenzwergfreunde. Die wollen meine Sammlung begutachten. Meine Zwergensammlung. Ja, wie stehe ich denn jetzt da, ohne mein schönstes Stück?
Ja, sagen Sie, Herr Paschulke, wie sah er denn aus, Ihr Prachtwerk? Das kann ich Ihnen zeigen. Kommen Sie mal mit rüber zur Terrasse. Oh, ein Kästchen mit lauter Zwergenfotos. Ja, ich führe ganz genau Buch über meine Sammlung. Jeder Zwerg hat eine Karteikarte mit Foto und Lebenslauf. Warten Sie. Hier. Das ist er. Hartbrand Wichtel aus Brockenberger Schmelzplastik. Baujahr 1958. Vermerk, besonders selten und wertvoll. Und so sieht er aus. Auweia. Als Peter das Foto von dem verlorenen Zwerg sieht, bekommt er einen ordentlichen Schreck. Es ist nämlich genau der Zwerg, den Peter vorhin in die Mülltonne geworfen hat. Herr Nachbar, ich glaube, ich weiß, wo Ihr Zwerg ist. Also ich habe ihn gesehen. Wirklich? Herr Lustig, wunderbar. Wo denn? In der Mülltonne. Oh Gott. Naja, noch ist nichts verloren. Wir holen ihn einfach wieder raus. Peter und der dicke Nachbar laufen so schnell sie können zur Straße, wo die Mülltonnen stehen. Atemlos erreichen sie die gelbe Tonne und reißen den Deckel auf. Doch was sie sehen, ist ein Schock. Ach, leer. Ja, das gibt's doch nicht. Die Tonne war doch eben noch voll. Ach, natürlich, da. Die Müllabfuhr war gerade da. Weg. Er ist weg. Herr Lustig. Heute Nachmittag kommt die Kommission der Bärstädter Gartenzwergfreunde. Wie stehe ich denn bloß da, wenn das wichtigste Stück meiner Sammlung fehlt? Eine Katastrophe. Oh, keine Sorge, Herr Nachbar. Der Müllwagen kann noch nicht weit sein. Den schnappe ich mir. Mit dem Fahrrad. Sie kriegen Ihren Wichtel wieder. Das verspreche ich Ihnen. Wichtel. Es ist ein Hartbrandwichtel. Peter tritt in die Pedale. Den Müllwagen einzuholen dürfte ja kein Problem sein, denkt er. Aber welchen Weg hat der genommen? Peter hat Glück. Einige Straßen weiter hat er den Müllwagen endlich eingeholt. 2 Müllmänner klinken gerade eine große gelbe Tonne aus und schieben sie an den Straßenrand zurück. Gleich habe ich ihn. Noch 20 Meter. Ja, noch 10. Noch 5. Na, endlich. Hallo, meine Herren. Oh nein. Jetzt ist er wieder weg. Also gut, auf ein neues. Hey, anhalten. Nun warten Sie doch mal. Es geht um den Wichtel. Ja, ich muss... Hallo. Also die Zwergenjagd ist ja ganz schön anstrengend. Durch halb Bärstadt ist der Müllwagen noch gefahren. Und hier im Industriegebiet ist er verschwunden. In diesem Tor. Das muss sie sein. Die Heimat der Müllwagen. Na, da kommt ja schon der Nächste. Wieso bleibt denn der Müllwagen hier am Eingang stehen? Er will doch den Müll nicht einfach hier hinkippen, oder? Und was fummelt der Fahrer da an dem Automaten? Ach, jetzt sehe ich's.
Der LKW wird gewogen. Aha. Im Boden ist eine riesengroße Waage eingelassen. Ja, funktioniert wie eine Küchenwaage, nur ein bisschen größer. Und wenn der Fahrer heute Morgen den leeren LKW gewogen hat und jetzt beim Zurückkommen den vollen, dann weiß er auch, wie viel Müll er eingesammelt hat. Bloß wozu? Wir würden das wissen. Und was ist das hier eigentlich für eine komische Müllfabrik? Oh, jetzt geht's rein. Da fahr ich doch glatt mit. Auf aufs Trittbrett. Hier. Ja. So, jetzt bin ich drin. Aber wo soll ich denn hier meinen Wichtel suchen? Vielleicht in diesen großen Containern da hinten. Aha. Na ja, wie praktisch. Steht sogar eine Leiter dran. Da wollen wir mal. Holz. Holz ist drin. Lauter alte Bretter mit rostigen Nägeln. Und hier, nebenan, Schrott. Rohre, Federn, alter Draht, alles aus Eisen. Was kommt denn da hinten noch? Aha, alte Elektronik. Na, so ein Zeug steckt normalerweise in Fernsehern, mit den Radios und Computern und so. Und wenn die irgendwann im Eimer sind und nicht mehr funktionieren, dann landen die Bauteile wohl alle hier. Tja, also, Holz, Eisen, Elektronik. Ja, anscheinend kommt hier nicht nur der Verpackungsmüll aus den Haushalten an, sondern auch Sperrmüll und sowas. Ich glaube, das Ganze hier ist so eine Art Sortieranlage. Hier werden Abfälle gesammelt und nach Sorten aufgeteilt. Naja, da muss ich doch jetzt nur noch den Container für die Gartenzwerge finden, nicht? Aber wo ist er? Nicht da hinten. Ach du lieber Himmel, was ist das denn? Das sind ja Berge aus Abfall. Die Bärstädter Müllberge. Ja, hier landet also das ganze Zeug, das die Müllwagen einsammeln. Tja, das ist alles Verpackungsmüll, klar. Aber wenn man mal genauer hinschaut, da gibt's schon Unterschiede. Ja, der Müll besteht aus verschiedenem Material. Verschiedene Rohstoffe also, ja. Ihr könnt ja mal versuchen, das Material am Klang zu erkennen. Ja, zum Beispiel das hier. Was meint ihr? Wozu gehört das Geräusch? Na, habt ihr es erkannt? Wenn nicht, ich lasse das Ding noch mal fallen. Vielleicht erkennt ihr es dann. Ja, das war ein Joghurtbecher aus Kunststoff. Naja, man kann auch Plastik sagen. Okay, das nächste Geräusch. Das war wieder Plastik. Aber diesmal war es kein Becher, sondern eine Plastiktüte vom Supermarkt. Wie ist es denn damit? Eine Konservendose aus Blech. Ja, Weißblech nennt man das Metall, aus dem diese Dosen sind. Und weiter geht's. Ja, das ist gar nicht so leicht. Ich trommle damit mal ein bisschen herum. Dann merkt ihr bestimmt, dass es hohl klingt. Na, ein kleiner Tipp. Ja, eine Shampooflasche. Und die ist, genau wie die meisten Flaschen, für Reinigungs- und Haushaltsmittel aus Kunststoff. Was haltet ihr denn davon? Ja, es ist wirklich kein Vergnügen für die Ohren, dieses weiße Zeug. Man nennt es auch Styropor. Ist eine Kunststoffart. Die benutzt man bei großen Verpackungen für Fernseher und so. Weil Styropor nämlich so herrlich leicht ist, muss man da nicht so viel schleppen. Aber es klingt schaurig, ja. Da ist dieses Material doch sehr viel angenehmer.
Na, erkannt? Ne, spätestens in der Schule kennt man das. Das war ein Bogen Papier. Und Papier wird aus Holz gemacht, also aus Bäumen. Ja, was haben wir denn hier noch? Ja, das lasse ich besser nicht auf den Boden fallen. Sonst, na, ihr merkt schon warum. Ja, ein glockenklarer Klang, wie er nur von Glas kommt. Ja, in diesem Fall ein Marmeladenglas. Übrigens, so ein Geräuschequiz könnt ihr zu Hause auch selber machen. Zu zweit oder auch zu dritt oder viert. Da braucht man gar keine große Technik. Einer bekommt mit einem Schal oder Tuch die Augen verbunden und der muss erraten, womit die anderen da Geräusche machen. Material dafür findet ihr im Haushalt bestimmt jede Menge. So, ein Geräusch habe ich aber noch. Na? Hatten wir schon? Nee. Hört sich zwar an wie die Konservendose vorhin, ist aber eine Cola-Dose. Und die ist nicht aus Weißblech, sondern aus Aluminium. Ja. Das ist auch ein Metall, aber ein anderes, leichteres. Ist auch ein prima Fußball. Und Schuss. Wenn Sie den Fußballplatz suchen, der ist 2 Kilometer weiter. Entschuldigung, Was suchen Sie denn hier? ich suche Zwerge. Also genau genommen einen Wichtel, einen ganz besonderen. Hier im Müll? Na, Sie machen mir Spaß. Jetzt kommen Sie da erstmal aus dem Haufen raus. Sonst landen Sie gleich mit im Aufreißer. Im Aufreißer? Was ist denn ein Aufreißer, denkt sich Peter. Das klingt ja schrecklich. Aber der Mann mit dem blauen Helm will es ihm ja zeigen. Er ist der Betriebsleiter der Müllsortierungsanlage und nimmt Peter mit in eine riesige Halle. Schaufelbagger fahren darin herum und schieben Müll von hier nach dort. Und überall arbeiten große, lärmende Maschinen. Sehen Sie, das ist der Aufreißer. Der hat scharfe Zähne. Das ist nämlich die Maschine, die die Müllsäcke aufreißt. Ah, ich verstehe. Ja, der Bagger kippt die Müllsäcke da oben rein, die Maschine reißt sie auf und der Müll fällt dann locker und luftig auf das Fließband hier unten. Ja, und wozu das Ganze? Zum Sortieren. Das Fließband wird in eine Sortieranlage für Verpackung. Ist denn der Zwerg, den Sie suchen, eine Verpackung? Nö, nicht direkt. Na, aus welchem Material ist er denn? Aus Brockenberger Schmelzplastik. Hier, ich habe ein Foto dabei. Das ist er. Das ist irgendein Kunststoff. Ich habe eine Idee. Haben Sie meinen Stift? Ja, klar. Hier in der Latzhose habe ich alles. Hier, bitte. Danke. Der Mann mit dem Helm greift sich auf dem Müllhaufen eine Shampooflasche aus Kunststoff und malt mit dem Filzstift ein Gesicht darauf. Ein Zwergengesicht. Aber dann wirft er die bemalte Flasche einfach weg. Auf das Fließband mit dem Müll. Hey, Moment mal, was soll denn das? Ach so, ich verstehe. Ja, die bemalte Shampooflasche ist jetzt unser Ersatzzwerg. Unser Wegweiser durch die Anlage. Sie haben es erraten. Wenn nämlich Ihr Zwerg aus Kunststoff ist, dann ist er in der Sortieranlage den gleichen Weg gegangen, wie diese bemalte Shampooflasche es gleich tun wird. Also aufgepasst. Ja. Ja, dann wollen wir doch mal sehen, wie es unserer Shampooflasche, ich meine dem Ersatzzwerg, denn ergeht in der Sortieranlage. Ja, noch fährt er ganz ruhig auf dem Fließband. Ui, da geht's aber schon mächtig rund. Die große Siebtrommel scheint mir das zu sein. Ja, da werden die kleinen Teile von den großen getrennt. Sieht aus wie ein riesiges Hamsterrad, das Ding. Mindestens 3 Meter groß. Ah ja, der Kleinkram fällt unten durch und die größeren Sachen fahren weiter. Ja, und zumindest hier gehört unser Zwerg einmal zu den Großen und darf weiterfahren. Ja. Ei, jetzt wird's stürmisch. Ein mächtiges Gebläse pustet die ganz leichten Abfälle vom Band. Plastikfolien und sowas. Na, die werden nach oben abgesaugt und landen dann alle auf einem Haufen. Naja, da hat man schon mal ein Material von den anderen getrennt. Und der Ersatzzwerg, nee, der war zu schwer, der fährt weiter auf dem Fließband.
Was klappert denn da? Ah, hier geht der ganze Schrott von Bord. Ah ja, ein großer Magnet sammelt im Vorbeifahren alles ein, was aus Weißblech und aus Eisen ist. Ah, die Deckel von der Milchflasche, leere Dosen für Ravioli, Fisch und Hundefutter und so. Naja, die bleiben alle am Magneten hängen und werden in einen eigenen Container befördert. Tja, und schon wieder ist ein Material von den anderen getrennt. Aber unsere Shampooflasche, die ist ja aus Kunststoff und deshalb fährt sie da hinten weiter. Holla, jetzt wird aber scharf geschossen hier. Da fliegen einfach irgendwelche Teile vom Band und landen in einem Trichter. Ah, mit Pressluft werden die da runtergeschossen. Ja, aber woher weiß denn die Pressluftdüse, wann sie pusten soll? Ja, eine Lichtschranke. Ja, dieses Infrarotauge. Das kann wohl erkennen, was für ein Material da gerade vorbeikommt. Dann sagt es Bescheid. Achtung, in 3 Sekunden kommt da hinten eine Milchtüte vorbei. Und die Pressluftdüse, die für Milchtüten zuständig ist, schießt sie dann in den richtigen Behälter. Ah, sehr trickreich. Ja, und so ergeht's auch den Kunststoffflaschen. Da plumpsen sie in den Container. Und unser Ersatzteil, ja, da ist er. Der ist auch dabei. Ja, Herr Lustig, nun haben Sie gesehen, wie unsere Sortieranlage funktioniert. Ja, vollautomatisch. Und in diesem Behälter mit den Plastikflaschen ist nun auch mein Zwerg gelandet? Das nehme ich an, aber vielleicht ist er auch schon lange verpackt. Verpackt? Chef, Ja, kommen Sie mal bitte. Telefon. Ach, Entschuldigung, ich bin gleich wieder da. Ja, klar, gehen Sie nur. Was für eine Menge Müll. Und was für ein Aufwand. Ja, früher hat man den ja nicht getrieben. Brauchte man ja auch nicht. Ganz früher, also in der Steinzeit, gab es fast keinen Müll. Die Dinge des täglichen Lebens waren kostbare Handarbeit. Na, wenn da einem Steinzeitjäger mal der Flitzbogen kaputt ging, na, dann hat er den Bogen nicht gleich weggeworfen. Nee, den hat er repariert. Da war noch nichts mit Ex und Hop. Ja, und das bisschen Küchenabfall, was anfiel, ja, das konnte man ruhig irgendwo hinwerfen. Ist ja von ganz alleine verrottet. Es gab ja auch viel weniger Menschen und so hatten die auch viel mehr Platz. Als die Menschen dann aber anfingen, in Städten zu leben, da wurde der Müll langsam zum Problem. Die Leute kippten ihn einfach aus dem Fenster auf die Straße. Das stank. Und es stank auch den Königen und Landesfürsten ganz gewaltig. Sie machten deshalb Gesetze für den Müll. Abfall musste ab jetzt beim Haus in speziellen Behältern gesammelt werden. Ja, und dann wurde mit einem Pferdewagen abgeholt und draußen vor der Stadt wurde das alles irgendwo in die Landschaft gekippt. Ja, das klappte erstmal, mehr oder weniger. Heutzutage ist die Mülllawine dann so richtig ins Rollen gekommen. Statt kleiner Lebensmittelgeschäfte gab es immer mehr moderne Supermärkte. Ja, und deshalb musste von nun an alles verpackt sein. Und Verpackung wird sofort zum Müll. Es wurde auch nicht mehr so viel repariert wie früher. Man schmiss einfach weg und kaufte neu. Das Zeitalter der Wegwerfgesellschaft begann. Aber was passierte nun mit diesen Müllmassen? Sie wurden mit dem Müllwagen abgeholt und in gewaltigen Öfen verbrannt. Oder sie wurden in große Gruben gekippt, aus denen später richtige Berge wurden. Müllberge, die man mit Erde bedeckt hat. Doch das ist nicht nur teuer, das macht auch Probleme für die Umwelt. Für den Boden, für das Grundwasser und für die Luft. Aber vor allem ist es eine Riesenverschwendung. Denn in dem Müll stecken ja immer noch jede Menge wertvolle Rohstoffe.
Wir müssen einfach weniger Müll machen, sagten sich die Leute. Und solange wir das nicht hinkriegen, müssen wir zumindest die Rohstoffe wieder verwerten. Und deshalb begannen sie, die Abfälle getrennt zu sammeln. 1 Tonne für Glas und eine für Papier, eine für Kompost, für alte Kleidung und so weiter und so weiter. Ja, und auch eine für Verpackungsmüll. Und was mit dem dann passiert, das haben wir ja gerade erlebt. Schön und gut, aber wo finde ich denn nun meinen Gartenzwerg? Nun hat Peter auf seiner Müllwichtel-Verfolgungsjagd schon so viel Neues entdeckt. Und trotzdem ist das Ziel noch immer nicht in Sicht. Den wertvollen Gartenzwerg des Nachbarn hat er nämlich noch nicht gefunden. Und es sieht auch nicht so aus, als wenn er ihn noch finden würde. Ratlos steht Peter auf dem Hof der Sortieranlage und wartet auf den Betriebsleiter. So, da bin ich wieder. Das wollte ich doch gerade erzählen. Sie waren bei verpackt. Ach ja. Sie sagten, vielleicht ist mein Zwerg auch schon verpackt. Ja. Aber wieso? Ich meine, wie verpackt? Na, so wie hier. Sehen Sie mal. Am Ende der Sortierstraße steht eine große Presse. Da werden die sortierten Müllbestandteile ganz fest zusammengepresst und dann kommen sie als großer verschnürter Würfel heraus. Ja, ich verstehe. In diesen Würfeln steckt also immer nur eine Art von Müll. Richtig. Diese Müllpakete sind sortenrein, so nennen wir das. Mal ist es ein Würfel aus Weißblech, mal aus Aluminium, mal aus Folien und mal aus Plastikflaschen, so wie hier. Peter und der Betriebsleiter gehen an einem Stapel dieser Müllpakete vorbei, der so groß ist wie ein ganzes Haus. Doch dann entdeckt Peter einige Würfel, die nicht aus Plastik, Folien oder Weißblech sind. Na nu, was steckt denn hier drin? Ein Einkaufszettel, Zeitung, Eierkartons, das ist ja Papier, nicht? Das war aber nicht in den Verpackungsmülltonnen. Da haben Sie recht. Aber auch das Altpapier aus den Containern und aus Haussammlungen kommt hier bei uns an. Mit den Altpapierbündeln machen wir das Gleiche wie mit den Verpackungen, die Sie gesehen haben. Aufreißen, aussortieren, was nicht reingehört, zusammenpressen und dann ab damit. Wie, ab damit? Wohin denn? Etwa auf den Müll? Natürlich nicht. Zum Recycling. Wiederverwertung, ist doch klar. Oder denken Sie, wir machen die ganze Sortiererei hier zum Spaß? Nein, natürlich machen die Leute in der Sortieranlage das alles nicht zum Spaß. Wiederverwertung, hat der Betriebsleiter gesagt, oder Recycling, wie es auf Englisch heißt. Ja, aber wie geht das? Aus dem bunt gemischten Verpackungsmüll aus dem Haushalt sind sortenreine Müllpakete geworden. Na, und die fahren jetzt in die verschiedenen Fabriken. Sind ja auch ganz verschiedene Stoffe. Die Altpapierpacken landen wieder in der Papierfabrik. In einem Bottich so groß wie ein Schwimmbecken werden sie mit Wasser aufgeweicht und zu einem Brei gerührt. Und dann wird all das rausgefischt, was dort nicht reingehört. Also Farbe, Folienreste, Heftklammern und sowas. Und die Pampe wird gewalzt und getrocknet. Tja, und am Ende entsteht so eine riesige Klopapierrolle, aus der man neue Produkte machen kann. Briefumschläge, Tüten, Taschentücher und Zeitungen. Und für all das mussten keine neuen Bäume gefällt werden. Bei Getränkeverpackungen ist das mit dem Recycling viel schwieriger. In Saftkartons stecken ganz verschiedene Materialien drin. Papier, Aluminium und Kunststoff. Und alles ist fest miteinander verklebt. Das Zeug zu trennen und wieder zu verwerten, ist eine Riesenarbeit. Also das Beste wäre, solche Verpackungen gar nicht erst zu benutzen. Dann schon lieber Glas. Wenn ihr nämlich eine Flasche in den Glascontainer werft, dann wird daraus ganz sicher eine neue Flasche. Und das geht so. Die alten Flaschen aus den Glascontainern landen auch in einer Sortieranlage. Ganz ähnlich wie die, in der wir eben waren, nur eben für Glas. Da werden sie zerdeppert und die Scherben nach Farben getrennt. Weiß, grün und braun. Daraus soll nun neues Glas werden. Und wie? Na klar, mit Hitze. In einem großen Ofen werden die Scherben wieder eingeschmolzen. Bei über 1200 Grad.
Das ist 5-mal so heiß wie euer Backofen zu Hause, werden sie zu einer rotglühenden, zähflüssigen Masse. Ja, und die lässt sich, solange sie heiß ist, in Formen bringen. In Flaschenform. Das machen heute aber keine Handwerker mehr. Dafür gibt es natürlich Maschinen. Was hier zischt, ist noch eine Schmelze. Aber diesmal kommen keine Glasscherben rein, sondern Eisenschrott. Das ist all der Verpackungsmüll aus Metall, der vorhin am Magneten hängen geblieben ist. Vor allem Konservendosen aus Weichblech. Dieser Ofen ist noch ein bisschen heißer als die Glasschmelze eben. Und auch hier entsteht dabei eine rote, glühende Masse, die sich verformen lässt. Ja, und am Ende kommt das abgekühlte Eisen in großen Platten rausgefallen. Tja, das waren mal Dosen, aber die kann man jetzt auch wieder draus machen. Oder irgendwas anderes, ein Fahrrad zum Beispiel oder auch ein Auto. Aber was ist jetzt mit diesen Kunststoffflaschen? Diesen Dingern, zwischen denen vielleicht mein kostbarer Zwerg gelandet ist. Naja, die werden erstmal klitzeklein geschnippelt und mit Hilfe von Wasserbecken nochmal sortiert in Polyethylen und Polystyrol und wie die Kunststoffe alle heißen. Ja, das steht ja immer unten auf dem Boden drauf. Dann werden die sortierten Kunststoffschnipsel heiß gemacht, zusammengepresst und heraus kommt ein feiner schwarzer Krümelkram, den man Granulat nennt. Und erst aus diesem Kunststoffgranulat kann man dann wieder neue Sachen machen. Also Rohre und Kabel zum Beispiel, Folien, Getränke und Blumenkästen. So funktioniert das also mit der Wiederverwertung von Verpackungsmüll. Aus alt macht neu. Wir könnten doch mal ein kleines Quiz machen. Mal sehen, ob ihr alles mitgekriegt habt. Ich habe da auch schon die erste Frage. Wie heißt das andere Wort für Wiederverwertung? Ihr wisst schon, das Englische. Es heißt Recycling. Ja, wie gesagt, das Wort ist eigentlich Englisch, aber man benutzt es bei uns genauso oft wie das Deutsche. Gut, die nächste Frage. Welches Material wird zur Wiederverwertung zuerst in Wasser aufgeweicht? Papier. Ja, die Altpapierbündel werden zuerst mit Wasser zu einer dicken Pampe verrührt. Mit anderen Materialien geht das nicht so einfach, zum Beispiel mit Glas. Aber wie werden denn aus Glasscherben wieder neue Flaschen? Die Scherben werden eingeschmolzen. Ja. Sie werden in einem Ofen so heiß gemacht, bis sie eine zähflüssige, verformbare Masse bilden. Beim Abkühlen entsteht dann das Glas, wie wir es kennen. In welche 3 Farben werden die Scherben aber getrennt, bevor sie eingeschmolzen werden? In Weiß, Braun und Grün. Ja, das ist wichtig, damit die neuen Flaschen später auch eine reine Farbe haben und nicht irgendein komisches Fleckenmuster. Bei der nächsten Frage geht's ums Blech. Mit welchem Hilfsmittel werden Konservendosen aus dem anderen Verpackungsmüll aussortiert? Ja, mit einem Magneten. Der zieht alles an, was aus Eisen ist und deshalb auch die ollen Konservendosen. Und die werden ja auch eingeschmolzen. Und was kann man dann aus den eingeschmolzenen Dosen machen? Da sind mehrere Antworten möglich. Ja, fast alles. Aus den Eisenplatten, die aus dem Ofen kommen, kann man neue Dosen machen, klar. Oder Suppentöpfe oder Fahrräder oder Autos, eben alles, was man aus Eisen und Stahl machen kann. Mit den Kunststoffflaschen, da ist es nicht ganz so toll. Die kann man nicht einfach einschmelzen. Man muss erst ein Zwischenprodukt draus machen. Wisst ihr noch, wie das Zeug heißt und wie es aussieht?
Granulat heißt der schwarze Krümelkram. Klitzekleine Kunststoffsteinchen, die man weiter verarbeiten kann. Zum Abschluss noch eine schwere Frage. Warum ist die Wiederverwertung von Getränkekartons so schwierig? Denk mal dran, woraus die Dinger sind. Ja, Getränkekartons sind eben nicht nur aus Pappe, wie viele glauben, sie haben innen noch eine Beschichtung. Aus Kunststoff oder Aluminium. Und das alles wieder zu trennen, ist furchtbar schwierig und aufwendig. Das ist der Grund, warum diese Art der Verpackung nicht wirklich schlau ist. Peter ist immer noch in der großen Halle unterwegs. Zusammen mit dem Betriebsleiter besichtigt er immer neue Räume und Maschinen. Das ist ja toll. Mit dieser Recyclingtechnik wird der Müll also wieder in richtige Rohstoffe verwandelt. Ja, ist ja praktisch. Ja, praktisch schon, aber billig ist das nicht. Schauen Sie sich doch mal diesen ganzen technischen Aufwand an. Was meinen Sie, was das an Energie und Geld kostet? Tja, und wer bezahlt denn das alles? Sie. Nee. Also davon wüsste ich was. Ich habe noch nie für sowas bezahlt. Doch, haben Sie. Und ich und Ihr Nachbar und jeder, der irgendwas Verpacktes kauft, tut das auch. Wir merken es noch nicht. Hier, nehmen wir zum Beispiel diesen Joghurtbecher. Wenn Sie so einen Joghurt kaufen, dann müssen Sie ihn natürlich bezahlen. Aber Sie bezahlen dabei nicht nur für den Inhalt, Sie bezahlen auch für den Becher. Und Sie bezahlen auch dafür, dass der benutzte Becher am Ende hier wieder sortiert und recycelt wird. Ja, und wenn das bei allen Verpackungen so ist und nicht nur bei Joghurtbechern, Ja, dann kommt da einiges zusammen. ja, also doch besser so wenig Müll wie möglich machen. Richtig. Und das heißt so wenig Verpackung wie möglich. Je dünner und leichter eine Verpackung ist, umso besser. Ja, und am besten ist gar keine Verpackung. Nun kommen die beiden an der geöffneten Tür des Pausenraumes vorbei. Peter schaut im Vorbeigehen hinein und sieht einen Arbeiter bei der Mittagspause. Er isst ein mächtiges Wurstbrot und liest dabei die Bärstädter Zeitung. Doch vor ihm auf dem Tisch, Peter traut seinen Augen nicht, steht ein kleiner Gartenzwerg mit Pfeife und Blumenvase. Darin steckt sogar eine gelbe Blume, ein richtiger Löwenzahn. Ja, das gibt's doch nicht. Das ist er ja. Ein Löwenzahn. Schön, nicht? Nein, ja, ich meine nicht die Blume. Ich meine den Zwerg, den Müllwichtel. Wissen Sie, der ist nämlich entführt worden. Entführt? Ja, von einem Müllwagen. Und jetzt wird er zu Hause natürlich dringend erwartet. Das verstehen Sie doch sicher, nicht? Nö, den hab ich gefunden. Am Aufreißer. Und nu ist das meiner. Aber also warten Sie mal, ich hab da eine Idee. Spielen Sie gerne? Ja klar. 17 und 4. Und Memory. Prima. Dann machen wir jetzt ein Spielchen, ein Zwergenquiz. Ich stelle die Quizfrage und Sie haben 3 Antwortversuche. Ja? Ist die richtige Antwort dabei, dann bekommen Sie den Zwerg. Wenn nicht, dann bekomme ich ihn. Hm? Was sagen Sie dazu? Tja, ein Quiz? Wie im Fernsehen? Tja, ich weiß nicht. Na, keine Bange. Es geht sozusagen um Ihr Spezialgebiet. Ne? Ich möchte nur wissen, aus welchem Material unser Zwerg hier ist. Ach so. Ja, mit sowas kenne ich mich aus. Das kann man nämlich hören, als Fachmann. Also, das ist ein Kunststoff. Polyethylen, würde ich sagen. Leider falsch. Na, dann ist das Polystyrol, ja. Nee, das ist es auch nicht. Einen Versuch haben Sie noch. Also, Polyethylen ist es nicht, Polystyrol auch nicht. Tja, dann muss das PET sein. Tja, das tut mir leid. Auch nicht. Es ist ein ganz besonderes Material. Es ist Brockenberger Schmelzplastik. Hab ich ja noch nie gehört. Aber stimmt, steht unten drunter. Tja, sowas gibt's heute wohl auch gar nicht mehr. Dieser Zwerg ist ja auch von 1958. Ein wertvolles Sammlerstück. Ja, danke.
Ja, denn auf Wiedersehen, meine Herren. Und schönen Dank nochmal. Wiedersehen. Brockenberger Schmelzplastik. Nach dem Nachbarn wird ein Stein vom Herzen fallen, dass ich ihm sein Prachtzwerg wieder zurückbringe. Der Supermarkt, ja, das trifft sich. Ich wollte ja noch einkaufen. Peter stellt sein Fahrrad an einem Laternenpfahl ab und geht in den Supermarkt. Doch kaum hat er den Laden betreten, fällt ihm etwas auf. Also wenn man sich das so ansieht hier. Alles, was man hier kaufen kann, ist ja verpackt. Und wie? Das ist ja kein Wunder, dass sich im Haushalt so viel Müll ansammelt und dass die in der Sortieranlage so viel zu tun haben. Das Hackfleisch in Schälchen mit Folie bedeckt. Die Zahnpastatube in Pappe versteckt. 6 Äpfel im Körbchen, gleich mitnehmen bereit. Ich ahne schon jetzt, was dann übrig bleibt. Viel zu viel Abfall und viel zu viel Müll von Plastik und Pappe. Schon zu viel. Yeah, man. Wer Schlaues macht ohne das große Drumrum. Nimm Spüli und Duschgel als Nachfüllpackung. Kauft Obst und Gemüse im eigenen Kleid und freut sich, dass weniger übrig bleibt. Da gibt es kaum Abfall, da gibt es kaum Müll und Milch in der Kanne. Bleibt frisch und bleibt kühl. Yeah, man. Yeah, hit it! Yeah, man. Cola und Säfte sind schick abgefüllt. In Pappe und Dosen. Und das kostet Geld. Mit Pfandflaschen siehst du doch viel besser aus. Bringst sie leer wieder hin und kriegst noch was raus. Da gibt's keinen Abfall, da gibt's keinen Müll. Kein Plastik, keine Pappe, die gar keiner will. Da gibt's keinen Abfall, da gibt's keinen Müll. Kein Plastik, keine Pappe, die gar keiner will. So, das wären 18,99. Brauchen Sie eine Tüte? Nein, danke. Für solche Fälle habe ich immer, Moment, hier in der Lasthose, eine Baumwolltasche dabei. Ja, die kann man nämlich immer wieder benutzen. Praktisch. Hm? Aha. Ach, Herr Lustig, Sie sind wirklich ein wahrer Nachbar. Und die Idee mit dem Zwergenquiz, alle Achtung, oh. Der Nachbar ist allerbester Laune. Er sitzt mit Peter auf der Gartenterrasse und beide feiern die Rückkehr des Müllwichtels. Tja, eine tolle Geschichte. Aber eine staubige Geschichte war es auch. Sagen Sie, haben Sie vielleicht noch was zu trinken da? Aber klar doch, Herr Lustig. Da hinten am Haus, so viel Sie wollen. Prima, dann gehe ich mal eben. Ach, holen Sie doch gleich die ganze Kiste her, Herr Lustig. Schließlich haben Sie mir meinen kostbaren Hartbrandwichtel wiedergebracht. Da will ich mich nicht lumpen lassen. Zärtlich nimmt der Nachbar den wiedergefundenen Zwerg vom Tisch und streichelt ihn über die Mütze. Dann setzt er ihn vorsichtig auf den Steinfußboden der Terrasse ab. So, mein kleiner Müllwichtel. Dich werde ich jetzt nicht mehr aus den Augen lassen. Schließlich bist du der Star meiner Sammlung. Und wir wollen doch beide, dass wir heute einen Preis gewinnen, oder? Zufrieden setzt er sich an den Gartentisch und trägt das Funddatum des Zwerges in die Karteikarte ein.
Dabei bemerkt er gar nicht, wie Peter über den Rasen zurückkommt. Mit einer schweren, fast vollen Getränkekiste. So, da bin ich wieder. Nanu, was war denn das für ein Geräusch? Der Nachbar dreht sich langsam um und blickt starr durch seine Lesebrille. Zunächst auf Peter, dann auf die abgestellte Getränkekiste. Peter hebt sie zögernd wieder auf. Darunter erscheint, zu Scherben zerschmettert, der so mühsam gerettete Hartbrandwichtel. Herr Lustig, was haben Sie getan? Mein kostbarstes Stück. Erschlagen. Um Gottes Willen. Und in einer Stunde kommt die Kommission. Das tut mir wirklich sehr leid, Herr Nachbar. Ich habe ja nicht gewusst, dass der Zwerg hier am Boden steht, nicht? Also, wenn ich das irgendwie wieder gut machen kann, dann gern. Wieder gut machen? Unmöglich. Moment mal. Ja, Herr Lustig, ja. Sie können das wieder gut machen. Ich habe da eine Idee. Was hat der Nachbar vor? Was immer es ist, Peter wird nach seinem Missgeschick kaum Nein sagen können. Eine Stunde später ist es dann soweit. Die Kommission der Bärstädter Gartenzwergfreunde ist zu Gast bei Herrn Paschulke. Es sind 2 ältere Damen und ein Herr mit Hut. Und alle sind begeistert von der Zwergensammlung des Nachbarn. Also, Herr Paschulke, wirklich ein sehr schönes Ensemble. Wunderbar abgestimmt, schön in der Pflege. Und es sind ja auch ein paar ganz originelle Einzelstücke dabei, nicht wahr? Ja, wirklich entzückend. Ganz wunderbar. Finden Sie? Ach, ich weiß nicht. Doch, Herr Paschulke, ich darf Ihnen im Namen des Vereins gratulieren. Wir haben Sie einstimmig zum Bärstädter Gartenzwergfreund des Jahres gewählt. Bravo, Herr Paschulke. Bravo. Danke. Vielen Dank. Das hätte ich wirklich nie erwartet. Also wirklich. Diese Auszeichnung haben Sie sich mit Ihrer originellen Sammlung redlich verdient, Herr Paschulke. Und dies ist nun Ihr Preis. Der Nachbar traut seinen Augen nicht. In dem kleinen Päckchen mit Schleife findet er einen Gartenzwerg. Und nicht irgendeinen. Ein Hartbrandwichtel. Brockenberger Schmelzplastik, Baujahr 1958. Es ist ein ganz seltenes Stück, Herr Paschulke. Davon gibt es nicht mehr viele. Genau. Wohl wahr. Ich Wohl wahr. weiß. Ich weiß den Wert wirklich zu schätzen. Dankeschön. Überglücklich setzt der Nachbar seinen neuen Hartbrandwichtel zu den anderen Zwergen. Doch mittendrin hockt auch, stocksteif und stumm, Peter als Gartenzwerg verkleidet. Mit Mütze, Pfeife und einem Strauß Sonnenblumen vor dem Bauch ist er der prächtigste aller Zwerge. Das also war die Idee des Nachbarn. Und tatsächlich scheint niemand den Schwindel zu bemerken. Psst, ich kann hier im Moment schlecht weg. Also ihr könntet jetzt eigentlich abschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.